Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Herzlich willkommen zurück. Wenn JJ mal einen schlechten Tag hat, dann ist das nicht wie bei anderen Kindern. Der 9-Jährige wird so aggressiv, dass seine eigene Mutter Angst vor ihm hat. Boah, du stinkst! Ja, du hättest auch 50 Euro zahlen. Ja, no, du hättest auch 50 Euro zahlen, dann musst du keine 80 mehr zahlen, Mann! So ja, sieht das aus. Genau. Hättest du nicht in der Schule sein sollen? Meine Verzweiflung ist ziemlich groß. Also ich war schon beim Jugendamt. Da kriegt man nur geraten, also das allerletzte, was man noch versuchen kann, ist, sie ins betreute Wohnen zu stecken. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Es geht beim 5. Gebot aber nicht nur um das Verhalten von Kindern, sondern auch um das Verhalten von Erwachsenen gegenüber ihren alten Eltern. Nimmt man sich die Zeit, sie zu besuchen, geschweige denn sich um sie zu kümmern? Dieses Gebot, Vater und Mutter zu ehren, gilt auch für Erwachsene. Aber leider ist es so, dass die Welt auch bei diesem Gebot gut darin ist, es zu vergessen. Die UN ist sogar befugt, das Recht der Kinder über das der Eltern zu stellen. Also was sagen Sie? Beginnen wir mit einer Frage. Warum haben die Gründungsväter der Vereinigten Staaten eigentlich nicht die Elternrechte in der Verfassung oder der Bill of Rights aufgenommen? Ganz einfach, weil niemand hätte sich je eine Regierung vorstellen können, wo dem Staat gegen ordentliche Eltern antreten lässt. Hat keiner gedacht, das kann doch nie passieren. Also wieso das überhaupt da reinschreiben? Da sind sie, HSDL, Homeschool Legal Defense Association Parental Rights. Darum geht's. Okay? Also Eltern antreten lässt, um ihnen die Entscheidungsfreiheit über ihre Kinder zu rauben. Das war unvorstellbar. Aber heute leben wir in einer anderen Welt. Die UN-Konvention zum Kinderrecht, UNCAC. Wenn dieser Vertrag in den Vereinigten Staaten gesetzt wird, so nebenbei, ist er in Europa gesetzt, ja oder nein? Ja. Ist er in meinem Land, in Südafrika, gesetzt? Ja, absolut. Was sagen Sie? In Amerika, die Verfassung verhindert noch. Oh, die versuchen es hier anzuhängen und da anzuhängen und da sind Männer, die aufpassen. Aber bald wird es vorbei sein. Wenn dieser Vertrag in den Vereinigten gesetzt wird, was hat der Papst gesagt zu Menschenrechten? Wer hat sie gegeben? Gott hat sie gegeben. Und wer muss sie halten, hat er gesagt? Jeder. Wenn das zum Gesetz wird, hätte die Regierung die Macht, in das Leben eines Kindes zu einem Besten einzugreifen. Eine solche Intervention ist zurzeit nur möglich, wenn die Regierung vor Gericht beweisen kann, dass die Eltern ihre Kinder missbrauchen oder vernachlässigen dürfen. Das ist ja auch gut. Das sind nämlich Gesetze, die dafür sorgen. Das bedeutet, wenn immer von den UN dominierte Sozialsystem meint, wenn einer das meint, ihre Entscheidungen als Eltern seien nicht optimal, wäre die Regierung befugt, sie aufzuheben und ihr Kind von ihnen zu schützen. Jetzt, was heißt das? Dann beschreiben sie, wie das so weitergeht in Amerika und dann sagen sie, der amerikanische Juristenband ABA, der den Vertrag unterstützt, hat bereits geäußert, es sei gegen den Geist und die Bedeutung der UN-Erklärung, Kinder zu lehren, Jesus sei der einzige Weg zu Gott.
Mit anderen Worten, wenn ihr als Eltern den Kindern lehrt, Jesus ist der einzige Weg, dann können sie euch verhaften oder sie können die Kinder euch entnehmen und zu anderen Eltern setzen als Befügte, um sie anständig zu erziehen. So, das sind die neuen Satzungen. Also dieses Recht der Kinder, welches Recht steht höher nach UNO-Menschenrechten? Die Eltern oder die Kinder? Wer ist höher? Kinderrecht? Was ist höher? Kinderrecht oder Elternrecht? Kinderrecht. Und was sagt die Bibel? Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Also welches Recht steht höher nach Bibel? Die Eltern. Also wird dieses Gesetz offiziell zunichte gemacht in der Welt, ja oder nein? Durch weltweite Satzungen, wo das Papsttum sagt, die ganze Welt muss sich dem unterstellen, weil es von Gott eingegeben ist. Jetzt die Frage ist, welcher Gott ist das? Doch wenn wir dieses Gebot beachten, so ist uns die Verheißung gegeben, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten.